Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als wir hier auf der Sevastopol-Station gelandet sind. Und hier scheint es ziemlich verwaist zu sein. Hier liegen überall die Fetze rum, hier haben überall die Leute Graffitis an die Wand geschmiert. Sieht richtig einladend aus. Und immer wieder steht dort, dass Hilfe benötigt ist. Und jetzt haben wir mal hier Saft auf die Station gekriegt und gucken mal, wie es weitergeht hier in dem Saftlader. Weil wir haben ja auch schon über die Berichte mitgekriegt, das ist die Lampe, die hier das mysteriöse Glimmer verursacht. Wir haben ja über die Terminals und so weiter mitgekriegt, dass hier anscheinend die Station geschlossen werden sollte. Und ja, irgendwie scheint es wohl nicht gut gelaufen zu sein mit der Schließung. Hier liegen überall die Mickey Mauser Heftler auf dem Boden rum. Gehen wir mal hier aufs Terminal, vielleicht haben die neue Nachrichten für uns. Den Stecker ziehen. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde das bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Harper. Freigegeben an alle Mitarbeiter. An alle Mitarbeiter der Raumfahrtterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Colonial Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro von Marshal Waits. Ich sollte mal dringend wieder Leseunterricht nehmen. Was ist Apollo? Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale künstliche Intelligenz, die Seegson Hiwi-Androiden auf Sevastopol überwacht und ihnen beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation, wo immer sie auch sind. Sie sind in guten Händen. Seegson, morgen gemeinsam. Ja, die tolle Hiwi-Androide, auf die werden wir auch noch stoßen, das sind ganz reizende Kreaturen. Schrott haben wir hier zum Eissammler wieder. Kann man noch was basteln? Guck ich gerade mal. Nee, vom Medikit fehlt uns eine Zutat. Aber da war ja noch in der mit was. Da hätten wir noch Schrott hier auf dem Tresen. Eine Schweißermaske. Die ich mal gern hole. Dann haben wir da noch ein Tonbandgerät. Gott, wie schön Retro. Das ist so toll. Das spielen wir doch sofort mal ab. Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshal Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Oh, das klingt nicht so dolle. Ja, was haben wir dann hier noch Schönes? Sonst nix mehr. Boah, hätte jetzt so Bock, da Rumsteak einfach auf den Grill zu knallen. Nee, gibt's leider nicht. Dann gehen wir da in der Schacht rein und krabbeln mal hier durch. Gucken wir mal, was da gibt. Da ist nix. Stockduster. Wir könnten aber Leuchtfackeln nehmen. Die behalte ich jetzt mal wirklich, falls sonst gar nichts mehr zu sehen ist. Na, hier geht's noch durch. Hab das gehört? Also irgendwelche Bewegungen sind hier auf jeden Fall im Gang. Da ist nix. Das sind nur Lichtler. Und da geht's wieder hoch. Da klettern wir doch da gleich raus. Und, wo sind wir gelandet? Aha, in einem neuen Bereich. Okay, wunderbar. Da gucken wir uns doch sofort gleich mal um. Boah, das sieht aber richtig rotzig aus hier. Hier fällt alles auseinander. Ja, du sagst Replay. Beziehungsweise Ellen. Ellen hieß sie, glaube ich. Ne, Quatsch, Ellen ist die Mutter. Die Amanda ist es hier. Da kommen wir nicht durch. Nee, da geht's nicht. Können wir hier drüber kraxeln oder so? Nee. Nee. Okay, wenn ich schon so blöd bin. Benutzen. Super.
wollte gerade sagen, wenn ich schon so dappig bin und hier schon am Failen bin, dann sollte ich das nicht mehr Let's Play, sondern Let's Fail Alien Isolation nennen. Bin ja mal gespannt, wie oft ich das noch sage werde. Aber ich bin froh, dass das jetzt auf Anhieb geklappt hat. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich einfach den Schacht übersehen. Aber da ich ja mittlerweile weiß, mit was für Typen von Zugänge und so weiter ich jetzt zu tun habe, konnte ich das mal lokalisieren gleich. Okay, wunderbar. Ja. Das ist die Asthma Amanda übrigens. Der geht's nicht gut. Ständig am Husten. Haben wir da nix mehr. Da in der Kühlbox. Ja, Bierle kennt man sich zwacker, oder? So für die Nerven zu beruhigen, erstmal Bierle gezwackt und dann... Uah. Oh oh, hau ab, hau ab. Oh, nee. Oh, mir geht jetzt schon wieder ein bisschen die Pumpe, obwohl noch gar nichts passiert ist, obwohl es einfach wieder so ein Typ ist, der weg wollt. Der wird wahrscheinlich vor uns mehr Schiss haben als wir vor ihm, aber wie ihr gehört habt, habe ich auch schon ein bisschen Schiss. Sind wir hier in einem größeren Raum gelandet. Was gibt's denn hier noch? Das kann man nicht benutzen, das Zeichen. Okay. Und... Nee, da ist wieder Barrikade. Große Strahler. Da ist die Gepäckausgabe wieder. Da kommen die Sache River. Kommen wir da durch? Oh, oh ja. Da kommen wir in den Raum Reihe. Ich weiß aber nicht, müssen wir da schon Reihe oder ist das optional gerade, was ich da schaffe? Ich mache mal ein bisschen Licht. Wäre aber eher durch das aber gerade sagen. Am Anfang bin ich da eher von dem Zeichen geblendet worden, als dass es wirklich was gebraucht hat. Da kennt ich wahrscheinlich der Stromeinsteller. Aber noch weiß ich nicht, ob das optionales Gebiet ist oder ob das... der Wartungsheber benötigt. Ich glaube, das ist auch unser erste Waffe im Spiel, der Wartungsheber. Nee, das sieht mal aus, als müsste ich da hier. Also packen wir doch unser Silver Sache. Und gehen wieder zurück in den Hauptraum, wo wir hergekommen sind. Das war hier. Ja. Okay. Looters will pay. Also jeder, der plündert, der wird davor bezahlen. Shenny. Auskunft. Sieht aus wie ein Leichensack hier. Das gefällt mir schon mal nicht. Ich glaube, da brauchen wir die Ionenschneider. Ne, Plasmaschneider sogar. Ach du liebe Zeit. Ich glaube, der Ionenschneider ist die Zweitstufe vom Plasmaschneider. Oder umgekehrt. Solomon Slum. Ah, nicht verkehrt. Da haben wir nichts mehr. Das Ding geht mal auf Senkel. Vorte mit. Da sehe ich ja so wesentlich besser als mit dem dappischen Ding. Da geht's hoch. Das da vorne muss der Ausgang sein. Hier. Gehen Sie durch die Haupttür. Da brauche ich aber auch den Wartungsheber. Okay, lauter Leichensäck hier auf dem Botter. Sieht schon mal nicht so toll aus, würde ich sagen. Fuck the Marshals. Nicht schlecht. Da brauchen wir Saft davor. Okay. Da haben wir uns hier schon mal umgeguckt und wissen, was Sache ist. Die Mission ist erweitert worden. Und ich renne jetzt nicht über die Kadaver, also so pietätvoll bin ich danach noch. Dann gehen wir hier wieder in die Gasreihe. Wissen wir ja in etwa, was uns hier erwartet. Da kommen wir nicht durch, da werden wir wahrscheinlich erst später durchkommen. Dann machen wir doch hier wieder das Saft drauf. Drücken wir wieder X. Schicki Swatch-Uhr übrigens, diese da hat, die Replay. Und gib ihm. Oh. Dim, dim, dim. Erinnert mich auch immer so an so alte Computerprogramme, wo es noch so Geräusche gemacht hat. Da irgendwelche Schmuddelmagazine. Da brauchen wir den Wartungsheber. Hat sie irgendwo gerade gegeifert? Uah. Wieder irgend so Schmuddelheftel. Ein paar Postkarte. Kann man ja Postkarte aus der Wartungsstation schicken. Das sind natürlich super Karte, die will doch jeder haben. Wer wünscht sich dann keine Oh, da liegt schon der erste Kadaver rum. Na, scheiße.
Ja, wer wünscht sich dann keine Postcard aus der Wartungsstation oder aus der Abholstation? Plasmaschneider bräuchte ich hier, aber ich glaube, wir kommen später eh nochmal in das Gebiet zurück, dass wir dann auch mit dem Plasmaschneider ausgestattet durchreingehen könnten. Aber hier sehen wir schon, hier haben wir unseren ersten Toter. Da scheint es wohl so einige Kapelei gekommen zu sein. Und ich schiel da auch immer ganz gern in die Sacherei. Ja, da ist schon der erste tote Hund. Beziehungsweise erster arme Hund, der tot ist. Geht's dann da rein? Quark. Da wollte ich rum. Ich um meine Orientierung. Ich werde wahrscheinlich häufig aufs Touchpad zugreifen müssen. Gehen wir da. Was war denn das? Oh Mann. Nur kaputt die Technik. Alles klar, alles ist gut. Es ist überhaupt nicht scheiß gruselig hier. Ja. Mal wieder die plündern, die werden bezahlen. Gucke, was wir bezahlen werden, weil wir plündern ja, was es gibt. Damit wir irgendwas noch machen können. Weil wir brauchen ja unser Überlebensequipment. Runde Schach hätte ich jetzt nicht gerade so Bock drauf, muss ich sagen. Was ist da drin? Ah, Verstecke. Wunderbar. Das werden wir sehr häufig sehen, dass ich Dendo mache. Und dass ich dann in solche Dinger drin stecke wäre. Das ist sehr praktisch. Und ich werde wahrscheinlich sehr häufig mir so Dinger miete, um dort drin zu leben. Dann speichern wir doch erstmal das Spiel. Jo, natürlich will ich überschreiben. Dann haben wir hier noch einen Raum. Und dort drüber ist noch einer auf. So ein Computerraum nochmal. Da gehen wir einmal rein. Tonbandgerät. Super, spielen wir das sofort ab. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Alles klar, wissen wir doch auch Bescheid. Dann können wir hier in den Raum rein. Gucken wir mal, was wir hier abgreifen können. Da brauchen wir 8 Wartungsheber, wie es aussieht. Und da sehen wir noch kein Tote drin, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da hat irgendeiner seinen Lumpe liegen lassen. Oh, da ist überall Blut. Was steht? Da steht irgendwas auf dem Bottom. Weights. Irgendwas mit dem Weights. Okay. Da liegt aber nichts drin, was man gebrauchen könnten, oder? Nee. Da ist nix. Da tropft's nur von der Deck runter. Ich hoffe, es ist Wasser. Weil es gibt später Lüftungsschächte, wenn man noch guckt. Und wenn es da so raustrepselt, dann ist es das Alien, was sich gerade vor lauter Gut nicht die Schnut abwischen kann. Und was sich dann so drauf rät, dass es geifert wie die Sau. Und dann schnappt sich's uns. Wenn ich nur dran denk. Dann ist ein Toter. Der hatte Wartungsheber. Ja, jetzt hat es das erste Mal auch mal gecheckt, was hier abgeht. Und der Tote da drüber, der hatte Wartungsheber. Zu dem gehen wir. Sind das so Atari? Ach Gott, wie geil. Das sind so C64-Dinger, glaube ich, ne? Das hat man ja früher gebraucht, was so ein Atari oder so war zum Spieler. War die erste Spielekonsole, die es da gegeben hat. Da kommen wir nicht rein. Da müssen wir da durchkraxeln. Machen wir doch auch gleich. Und da gehen wir auch nochmal hoch. Gucken auch nochmal hoch. Und ich steht Sache, ihr liebe Leute, wenn wir da fertig sind und den Wartungsheber gefunden haben, mache ich erstmal meinen Cut wieder. Sieht schon nett aus hier. Überall Sapperflecke drin. Da hat es einer durchgezerrt. Und ja, durch die Lüftungskanäle hier runtergezerrt. Das wird wohl das Alien gewesen sein. Da hat es noch einen Schraubeschlüssel, da ist noch ein Schraubezieher. Da holen wir uns den Wartungsheber. Und der lässt nach los. Ja, wenn auch nicht sehr freiwillig. Gut, jetzt habe ich unser erste Waffe für uns geholt. Und auch gleichzeitig mit unser erstes Instrument, damit wir deren öffnen können. Und an der Stelle, liebe Leute, mache ich meinen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal Let's Play Alien Isolation auf Pelzig.
Machen's gut und bleiben gespannt. Es wird auch im nächsten Teil wieder spannend. Ian Yankee.